Der sieht nun wirklich aus wie ein verrücktes Huhn. Hallo, ich hätte gern ein Zimmer. Sie haben Glück, mein Herr. Wir haben noch ein Zimmer frei. Es ist ein sehr schönes Zimmer. Sie werden es mögen. Da freue ich mich aber. Ja, ich freue mich auch. Sie werden einen schönen Blick haben. Sag ihm über die Dusche Bescheid, Norman. Sag es ihm. Aber klar doch. Sie werden die großartige Dusche bekommen. Dusche? Ja, so nennen wir das Zimmer. Das Zimmer mit der Dusche. Haben Sie Dusche gesagt? Ach, wie schade. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich eine Allergie gegen Zimmer mit Dusche habe. Sie verpassen etwas. Ich meinerseits liebe es. Haben Sie kein Zimmer ohne Dusche? Ja, wir haben ein Zimmer mit Badewanne, aber es ist besetzt. Haben Sie den Typ dort gesehen? Den mit der Maske? Ja, er sieht aus wie Darth Vaders Vetter. Er heißt Jason und ist einer unserer besten Kunden. Er hat das Zimmer für den Sommerurlaub gebucht. Deswegen glaube ich nicht, dass es in der nächsten Zeit frei wird. Möchten Sie wirklich keins mit Dusche? Ich sagte schon, kein Bedarf. Lassen wir das. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist die Jahreshauptversammlung der Monster- und Gruselrequisiten. Was? Die Jahreshauptversammlung der Monster- und Gruselrequisiten. Wollen Sie mir vielleicht sagen, dass Sie noch nie daran teilgenommen haben? Wenn Sie nicht wollen, dass ich es sage, dann sage ich es nicht. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Sache läuft so ab. Es kommen eine ganze Menge Monster und erzählen sich Anekdoten. Sie prahlen damit, wen sie erschreckt haben, essen gemeinsam zu Abend und danach kommt selbstverständlich der Wettbewerb. Ein Wettbewerb? Wie denn? Wo denn? Was denn? Wer die monströseste Gruselrequisite präsentiert, hat gewonnen. Erster Preis ist in diesem Jahr ein niegelnagelneues Gehirn. Das ist ja toll. So eins brauche ich. Meins hat schon einige Kilometer auf dem Buckel und ich glaube nicht, dass es das nächste Mal durch den TÜV kommt. Was ist denn das da? Das ist Ricky, ein Papagei. Ein Pirat hat ihn mir zum Ausstopfen vorbeigebracht. Uah! Ich kratze dir die Augen aus. Uah! Mama, bleib ruhig bitte. Ich habe Kundschaft hier. Ein ausgestopfter Papagei? Sind Sie sicher? Ja, ich habe ihn selbst ausgestopft. Oder nicht? Jetzt, wo Sie es sagen, kann ich mich nicht mehr so genau entsinnen. Aber er sieht ausgestopft aus. Es kann auch sein, dass er den Ausgestopften spielt, damit Sie ihn nicht ausstopfen. Kann sein, wir werden die Wahrheit nie herausfinden. Jedenfalls, mein Herr, bin ich ein Experte als Taxidermist. Ach was. Und wo haben Sie Ihr Taxi abgestellt? Nein, Taxidermist, Präparator. Ich stopfe alles Mögliche aus. Das ist mein Hobby. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, er mag mich. Ja, der Norman Bates ist durchaus etwas schräg drauf. Bis bald. Gut, den Papagei können wir uns noch nie schauen. Können wir denn mit dem Jason reden? Der raucht ja wie ein Schlot. Alt wird er nicht. Bestimmt nicht. Wir haben den 4. Es ist der St. Ferminstag, dem Schutzpatron der Toten gewidmet. Das klappt nicht. Hallo, Tag. Wie läuft's denn so? Naja, nicht schlecht. Wie geht es Ihnen? Sie wirken leicht gelangweilt. Stimmt, wenn man nur an einem Freitag den 13. arbeiten kann, fühlt man sich auf gut Deutsch gesagt etwas verarscht. Mensch, es wäre doch noch schlimmer, den ganzen Rest der Zeit arbeiten zu müssen. Manche Leute haben nicht mal Urlaub. Sie sollten sich nicht beklagen. Na, schon gut. Aber ich langweile mich mehr als Robinson. Als Robinson. Der hatte wirklich nicht viel Abwechslung. Sie sollten es nicht übertreiben. Schon gut. Hey, spielen Sie nicht in der Filmreihe Freitag der 13.? Ja, mein Herr, ich bin Jason Voorhees, zu Ihren Diensten. Was wollen Sie, ein Autogramm? Nein, danke. Wenn ich ehrlich bin, ich mag am liebsten Heinz Erhardt. Genau, ich auch. Beim Haustüran lache ich mich jedes Mal schlapp. Das ist ja drollig. Wir haben ja ähnliche Interessen. Ach ja, massakrieren Sie auch gern Teenager an Picknicktagen? Nicht ganz. Ich würde nur gern Bakterius an Picknicktagen im April, Mai und überhaupt allen Monaten des Jahres massakrieren. Ich freue mich schon auf die Arbeit am nächsten Freitag, den 13. Und das, obwohl ich diesmal mit einer Axt arbeiten muss. Meiner Motorsäge ist das Benzin ausgegangen, wissen Sie. Oh, das ist wirklich schade. Hätten Sie nicht etwas Benzin für mich übrig? Wissen Sie, das mit der Axt wird richtig mörderisch für mich sein. Richtig harte Arbeit. Im Moment nicht. Aber wenn ich Benzin finde, bringe ich Ihnen etwas. Versprochen. Auch wenn ich in mehreren Spielen danach suchen muss.
Vielen Dank, das ist nett. Also, dann bis bald. Gut, der Jason braucht Benzin für seine Motorsäge. So, wechseln wir mal zu Smart und reden wir mit Norman, oder besser gesagt nochmal mit Norman. Hallo auch. Hallo. Womit kann ich Sie Ihnen helfen? Ich meine, Ihnen helfen. Wie läuft das Geschäft? Wie soll ich sagen? Normal. In letzter Zeit ist etwas weniger los. Die Leute mögen keine Schwarz-Weiß-Hotels mehr. Aber wir haben viele Dauergäste und mit meinen Präparaten kommen wir über die Runden. Nicht ganz so schlecht, die Chose. Ja, ich verstehe. Aber in Ihrem Fall würde ich nicht Chose sagen, sondern eher Psychose. Psychose! Was soll das? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Passen Sie auf, ich stopfe Sie im Nu aus. Gut, mein Sohn, sehr gut. Bring ihn um, bring ihn um. Das ist mein Norman. Aber nicht doch. Das fehlte noch. Witzchen mit mir machen. Sie wissen nicht, wie verrückt ich sein kann. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du steifer als meine Mutter. Du musst mich nicht gleich beleidigen. Ist ja schon gut, entschuldigen Sie bitte. Die Leute drehen neuerdings wegen jedem kleinen Scherz durch und machen ein langes Gesicht. Besonders bei Überraschungen, meine Güte. Könnten Sie bitte kurz das Messer weglegen? Es macht mich ganz nervös. Was? Ach, das da. Sie brauchen keine Angst zu haben. Das habe ich nur zu meinem Schutz. Schutz? Vor wem müssen Sie sich schützen? Vor den Mädchen. Mir gefallen sie sehr, aber Mama möchte nicht, dass ich sie ansehe. Stimmt's? Was sagst du da, Mama? Norman, bring den Typ mit den 2 Haaren um. Aber Mama, das ist ein Kunde. Er kennt unser Geheimnis. Bring ihn um. Bring ihn um. Bring ihn um. Ja, er trat jetzt irgendwie total durch. Wissen Sie was? Sie machen mich sehr nervös. Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nur meine Mutter. Sie ist ein bisschen manisch, aber ganz und gar ungefährlich. Es kann ja sein, dass Ihre Mutter überwiegend harmlos ist, aber Sie sehen durch und durch gefährlich aus. Das ist doch mal ein nettes Kompliment. Danke, mein Herr. Das Aussehen täuscht. Später, wenn es darauf ankommt, wird er fürchterlich kneifen. Mama, bitte, lass uns nicht schon wieder damit anfangen. Wo sind jetzt die anderen hier? Könnten Sie bitte Schutz? Vor Norman! Sollen wir das Er überspringen? kennt... Wissen Sie was? Sie lassen mir die Haare zu Berge stehen. Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nur meine Mutter. Sie ist ein bisschen manisch, aber ganz und gar ungefährlich. Es kann ja sein, dass Ihre Mutter überwiegend harmlos ist, aber Sie sehen durch und durch gefährlich aus. Das ist doch mal ein nettes Kompliment. Danke, mein Herr. Das Aussehen täuscht. Später, wenn es darauf ankommt, wird er fürchterlich kneifen. Mama, bitte, lass uns nicht schon wieder damit anfangen. Achso, das endet mit dem gleichen Dialog. Dann gehe ich mal wieder. Und reden wir mit dem Jason. Guten Abend, mein Name ist Jeff Smart. Ah, hallo. Mich können Sie Jason Voorhees nennen. Kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie in diesem Motel abgestiegen? Genau, in dem Zimmer ohne Dusche. Bei Norman kann man nie sicher sein. Ja, der ist schon merkwürdig, aber wenn man ihn direkt ins Gesicht guckt, scheint er sehr sympathisch zu sein. Falls er irgendwann das Messer fallen lässt, meine ich. Ja, sympathisch schon, aber ich traue ihm nicht über den Weg. Und jetzt, mit seinem neuen Hobby, noch weniger. Der hat angefangen, Sachen auszustopfen. Das ist kein schlechtes Hobby. Ich wünschte, ich könnte es auch. Mein erstes Stück hieße Bacterius. Was soll's? Er kann sich wenigstens die Zeit vertreiben. Nicht wie ich, der ich ständig gelangweilt bin. Immer hoffend, dass der nächste aufregende Freitag der 13. kommt. Dann ziehe ich los und massakriere eine dieser unaufmerksamen Teenagerbanden nach der anderen. Stört Sie die Autobahn nicht? Auf dem Highway ist doch meist die Hölle los. Wenn ich ehrlich bin, stört es mich nicht. Das Zimmer ist doch gemütlich. Und wie halten Sie es mit dem Essen? Ach, das ist kein Problem. Ich zerteile meine Opfer mit meiner Motorsäge in kleine Happen und nehme sie dann mit Spießchen zu mir. So Currywurstmäßig. Auch sehr gut mikrowellentauglich. Igitt, hören Sie bloß auf. Warum habe ich bloß gefragt?
Ich wollte nur mal vorbeischauen. Bis später. Oh, ich bin richtig neidisch. Ach, und da hinten haben wir Tier. Jetzt schauen wir aber erst einmal da hinten rein. Guten Abend, Freunde. Willkommen zur diesjährigen Hauptversammlung der Monster, Gespenster, Aliens und anderer Gruselgestalten. Geht es euch allen gut? Ich, wie ihr sehen könnt, habe einige Probleme am Hals. Na, dann lasst uns mal anfangen. Wie wir alle wissen, findet heute Nacht der Horrorwettbewerb der Gruselrequisiten statt. Ihr dürft mitbringen, was oder wen ihr wollt. Und wer die anderen am meisten erschreckt, gewinnt den Preis. Ein echtes Gehirn, das dem verstorbenen Dr. Jekyll gehörte. Der, wie ihr sicherlich wisst, vor kurzem in seiner Persönlichkeit als Mr. Hyde verstarb, während er mit der Zunge an der Steckdose gespielt hat. Überraschenderweise erlitt das Gehirn nicht den geringsten Schaden. Und hier haben wir es. Ihr wisst nicht, wie schwer es zu beschaffen war. Hätte mich beinahe den Kopf gekostet. Zu guter Letzt. Uns erwartet Wein, Weib und Gesang. Nun wünsche ich allen viel Spaß. Vielleicht treffe ich heute Nacht ein Mädchen, das mich nicht die ganze Zeit daran erinnert, was meine Mutter zu sagen pflegte. Ich solle nicht immer den Kopf verlieren und endlich mal sesshaft werden. Vielleicht aber geht mir das Mädchen ja auch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ach, bevor ich es vergesse, Grüße von unserem Lieblingsclown S. Er konnte dieses Jahr nicht kommen, weil er, wie ihr wisst, eine Demo bei Toys R Us vorbereitet. Ich hatte mich gewissermaßen als Kopf der Demo angeboten, aber er hat dankend abgelehnt. So, also da haben wir den Wettbewerb. So, dann rennen wir mal mit dem Gespenst. Völlig sinnlos. Das Gespenst ist furchterregend, aber dieser Transparenzeffekt ist richtig gut gelungen. Interessanter Kopf. Da tut sich nichts. Es wäre besser, ihn nicht zu reizen. Man beachte das Messer, das er trägt. Das klappt nicht. Also rennen können wir mit denen nicht. Die Vampirdame saugt einem das Blut aus wie die vom Finanzamt. Halb Mensch, halb Tier. Genau wie der Esel Bacterius. Sachen gibt's. Ein Typ, der den Kopf nicht auf den Schultern trägt. Lass den Mann in Ruhe. Er arbeitet gerade. Guten Abend. Hallo, Ihnen auch einen schönen Abend. So, das ist der Journalist. Was machen Sie denn hier? Ich heiße Ron. Ich bin Journalist und berichte über die Hauptversammlung der Monster. Ein Journalist namens Ron, der im Grafik-Adventure über die Hauptversammlung der Monster berichtet? Sind Sie nicht der aus Hollywood Monsters? Eigentlich nicht. Zuerst hatte man an ihn gedacht, aber es gab Lizenzprobleme. Ich bin nur die Vertretung. Lizenzprobleme? Mit der Journalistenlizenz wollte ich sagen. Ah, das dachte ich mir schon. Help me, Ron, da. Und, gibt's was Interessantes? Nein, wie jedes Jahr. Die Monster kommen eins nach dem anderen dran, plaudern aus dem Nähkästchen und der Rest applaudiert. Ab und zu zeigt eines von ihnen einen neuen Horror-Gimmick oder eine Gruselrequisite für den Wettbewerb. Für den Wettbewerb? Ja, die Leute bringen monströse, merkwürdige, gruselige Requisiten mit. Die furchterregendste gewinnt den Preis. Dieses Jahr gibt es ein Gehirn zu gewinnen. Monster halt. Was kann man da schon erwarten? Wirklich schade, dass Ophelia nicht hier ist. Sie hätte den Wettbewerb mühelos gewonnen. Warum? Hat sie etwas Monströses? Ja, an sich. Man könnte nämlich sagen, dass sie selbst monströs ist. Ach, nichts. Danke und auf Wiedersehen. Können wir denn die Kralle da abgeben? Nada. Geht nicht. Geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Nichts Besonderes zu sehen. Alles ist genau, wie es sein soll.
Völlig sinnlos. Nichts Besonderes zu sehen. Das unsichtbare Mann. Ach, da vorne hat. Fred hätte das bestimmt gern. Man kann das nicht einfach so mitnehmen. Nichts. Lass den Mann in Ruhe. Er arbeitet gerade. Okay, jetzt schauen wir erst einmal. Da einer. Und da haben wir. Schön, aber was soll ich damit? Das klappt nicht. Kisten und ein Bettlaken. Komm zu Papa. Halt. Wir wollten da nochmal schauen. Seit 3 Jahren habe ich nichts gewaschen. Und jetzt verrat mir jemand, was ich mit einer Packung Waschmittel machen soll. Ein Kasten voll Gummihandschuhe. Wahrscheinlich brauchen Sie sie, um sauber zu machen. Nichts Besonderes. Ich gucke ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Also wir haben Gummihandschuhe und... Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Und ein Bettlaken. Können wir denn das irgendwie kombinieren? Nee. Wenn wir... Nana. Geht nicht. Können wir nicht machen mit dem unsichtbaren Mann. Das ist Jeff, mein Boss. Oder können wir das an Smart und mit Völlig sinnlos. Nichts. Das ist ein Laken. Eine vielseitig verwendbare Kralle. Ideal fürs Picknick oder für den Massenmord zwischendurch. Sie sind aus Gummi und es sind Handschuhe. Was soll man noch dazu sagen? Okay. Gut. Aber bevor wir da weitermachen, werden wir jetzt einmal eine kleine Aufnahmepause machen. Und zwar werden wir einfach mal da Erinnerpause machen, nachdem wir gespeichert haben.